Dieser Mann hat sein Leben einem Instrument gewidmet, einem Instrument wie eine Maschine. Früher war Tobias Kostuch Kfz-Mechaniker, jetzt schraubt er an Klängen. In Odelshausen bereitet er alte Akkordeons für ihre Besitzer wieder auf. Manchmal werden sie auch ein bisschen emotional beim Abholen dann und das ist immer schön. Wenn das Instrument halt dann einfach so schön sauber wieder klingt, wenn sie dann das erste Mal wieder spielen oder manchmal auch, wenn sie von mir ein bisschen was vorgespielt kriegen und dann packt es halt, gell. Rustikale Familienfeste. Dem Akkordeon haftet immer auch das Klischee an, das Konservative, das Heimelige. Es wirkt ganz unmittelbar. Du hast eine richtige Verbindung zum Instrument. Es ist sehr nah an dir, direkt an deinem Herzen quasi. Und du spürst das alles. Das atmet mit dir, du gehst mit dem Instrument und alles. Die Maschine atmet für ihren Klang. Luft bringt zusammen mit Knöpfen und Tasten metallische Platten im Inneren zum Schwingen. Akkorde, Bass und Melodie, alles gleichzeitig. Industrialisierung als Instrument. Patentiert vor fast 200 Jahren in Wien. Der Balkan ist nah. Für die klassische Musikwelt zunächst ein Fremdkörper, eher ein Instrument der Arbeiterklasse. Man kann es überall hin mitnehmen, Kneipen, Hinterhöfe, Volksfeste. Um die Jahrhundertwende wanderten viele Europäer nach Lateinamerika aus. Das Akkordeon ging mit und fand eine neue Heimat, den Tango. Jetzt also Musikinstrument des Jahres. Andreas Winkler spielt es seit seiner Kindheit. Mit seiner Band Max Josef gibt er ihm einen modernen Klang. Das Akkordeon ist so vielfältig, dass man diesen Raum mit dem Klang natürlich auch wunderbar voll machen kann. Dafür hat er heute die Schwester des Akkordeons dabei, die steirische Harmonika. Für uns spielt er sie in der Isar-Philharmonie. Seinen ganz eigenen melancholischen Sound verliert das Akkordeon auch nicht auf klassischen Bühnen. Es gibt sehr viele Klangmöglichkeiten, was man mit diesem Instrument anstellen kann. Und es hat sicher auch eine rebellische Seite. In Nürnberg hat Marco Röttich vor knapp 30 Jahren das Akkordeon-Ensemble gegründet. Kammermusik, im Repertoire Barock, Klassik und zeitgenössische Komponisten. Hans Zimmer. Interstellar. Im Original von mehr als 60 Instrumenten gespielt, hier verdichtet auf 6 Akkordeons. Wir wollen den Leuten vermitteln, dass das Instrument viel mehr kann, als sie denken. Und wir versuchen immer wieder Grenzen zu sprengen, indem wir immer wieder neue Sachen ausprobieren, wo sich vielleicht auch noch keiner herangetraut hat. Marco Röttich und sein Ensemble wollen, dass das Akkordeon ernst genommen wird. Sie spielen gegen das Klischee in unseren Köpfen an. Damit reihen sie sich ein in eine Riege mit Künstlern wie Björk oder MF Doom. Es wird immer noch sehr folkloristisch wahrgenommen, in der Volksmusikecke mit, naja, das geht ja ganz einfach zu spielen, das ist doch ganz easy zu lernen, was tatsächlich nicht der Fall ist. Akkordeon ist tatsächlich relativ kompliziert zu spielen. Wenn Leute auf unsere Konzerte kommen, dann meinen die es mal sehr als großes Lob, dass sie sagen, Mensch, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, das ist ja der Wahnsinn. Aber so als Akkordeonist kann man das eigentlich schon gar nicht mehr hören, weil man, ja, klar, das ist ganz anders, als ihr euch vorstellt, ihr wart halt noch nie da.